Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. That's life. That's Frank Sinatra. That's life. That's life. Oder? Kannst du sie? That's life. Frank Sinatra. Okay, ja. Wie kommst du auf das Lied? Kein. Ich weiß gerade. Das ist auf FIFA, oder? Ich kann Schaffel in meinem Hirn. Geil. Geil. Hey, Ja. wir gehen Richtung Jahresende. Scheiße, Mann. Das Jahr ist gerannt. Wenn das rauskommt, ist das der letzte Podcast in diesem Jahr, oder? Ja, das ist die letzte Podcast-Folge vom Jahr 2024. Ein weiteres Jahr haben wir überlebt. Ein weiteres Jahr kurz und bündig. Ein weiteres Jahr Folgen. Ein weiteres Jahr auch einmal keine Folge. Ein weiteres Jahr mit. Ich weiß wirklich nicht, was du sagst. Kein, ich habe gedacht, Aha. alles gut. Ein weiteres Jahr, wo wir haben dürfen, also wenn du es vergleichst mit dem vorherigen Jahr, schon krass gewesen. Ja. Aber auch, also jetzt rein podcast-technisch, schon krass gewesen. Über persönlich können wir dann reden, aber ja, Bro, wir haben das Jahr hinter uns. Würdest du sagen, du hast ein gutes Jahr hinter dir? Semi. Ja. Du hast ja am Anfang in diesem Podcast nie über deine persönlichen Sachen reden. Ja. Und ich glaube, mit der Zeit findet man wieder raus, es geht gar nicht, dass man nicht über persönliche Sachen redet. Oder? Also irgendwie. Und ich habe, das ist für mich ein Jahr, wo auch sehr viel Ups und Downs gehabt hat. So. Aber ich glaube, wenn man jetzt so auf das Ding zurückschaut, weißt du, so auf den, ich sage jetzt mal, kommerzielle Erfolg oder der Traum, Arbeit, so privatwirtschaftlich, würde ich sagen, wir haben das ist ein sehr gutes Jahr hinter uns. Wir haben in diesem Jahr, was sind so die Erfolge von dem Podcast, die Meilensteine? In diesem Jahr haben wir im Berner Theater gespielt, zweimal. Zweimal im Berner Theater, das sind knapp 700 bis 800 Tickets. 800 Tickets sind das gewesen. Dann haben wir kurz im Ohrstaffel 1 gedreht, gesagt und ausgestrahlt. Ja, Mann. Dann ist der Vertrag verlängert worden für kurz im Ohr Staffel 2. Das Genau, heisst, wir haben eine zweite Staffel bekommen. Genau, das haben wir auch noch gemacht das Jahr. Dann haben wir eigentlich Volkshaus announced. Ja, Mann. Und das sind ja alles wie so Beiprodukte. Ja, und wir haben ja den Podcast Award gewonnen das Jahr. Wir haben den Podcast of the Year gewonnen das Jahr, stimmt. Schau in die Kamera jetzt, schau jetzt. Das goldige Mic. Und das sind ja wie so, das sind alles Zusatzprodukte, sage ich jetzt. Ja. Zum Kernding. Das Kernding ist einfach der Podcast. Oder? Und wir haben ja, wenn man das jetzt ein bisschen durchschaut, ich weiß gar nicht, ob man das noch sieht, aber hast du unser Wrapped angeschaut von Spotify for Creators, for Podcaster? Gute Frage, nein. Also warst du auf der Webseite? Auf der App oder auf der Webseite, genau. Ich muss auf der Webseite mal schauen. Bist du mal auf der App gesehen? Hast du einen Kommentar von mir gelöscht, den ich geschrieben habe? Ja, aber du weißt wieso. Ja, besser. Ich habe noch gedacht, Ja. Genau, also wenn man das ein bisschen durchgeht und ein bisschen durchschaut, ist irgendwie so gestanden, ja, wir gehören zu den Top 1% Podcasts weltweit. Das habe ich gesehen, ja, wo du gepostet hast, wo wir ja auf unserem Instagram. Wir gehören zu den Top 1% Podcasts weltweit, wo mit Video schafft. Ja. So. Und eben das klingt auf einer Seite mega absurd, oder? Weil es gibt so viele Podcasts auf der Welt und weißt, und dann auf der anderen Seite wird es ja
Also weißt du, ist wieso wird das ja nach Follower und Zahlen angeschaut und nach Konsum von den Follower genau. und so. Ja. Und irgendwie, ich glaube, du gehörst automatisch zu den Top-Podcasterinnen, wenn du schon mal eine höhere Zahl über, wo im 4-stelligen Bereich ist, hast. Ja, und wenn sie auch kannst vielleicht dranbleiben lassen, dass du vielleicht nicht irgendwie Anfangsjahr was soll man dem sagen? Voll motivierst und nachher wieso? Ja, oder einfach eben, es gehen ein paar Sachen viral und du catchst es nicht, dir ist es wurscht oder nicht so wichtig oder so, ist auch voll okay. Und dann könnt ihr vielleicht runtergehen, weil auch vielleicht eben mit dem Content nachlässt, nicht mehr so viel rauslässt und so. Voll. Und ich glaube, was Leute sehr schätzen an unserem Podcast, ist, dass wir wieso immer sehr transparent sind. Mhm. Und über alles wieso schwätzen, oder? Und ich glaube, es ist wieso safe zum sagen, ich finde, es ist zum Podcast machen, ist es für mich eher ein schwieriges Jahr gewesen. Mhm. Ich hatte viel so Momente gehabt, wo ich mir so einfach eine gewisse Unsicherheit aufgekommen ist. Mhm. Weißt, so, weil ich finde, wie so eben, du hast wie so den Druck, blöd gesagt, jede Woche etwas rausbringen. Mhm. Und du vergleichst dich, du sagst, wieso ist das lustig? Ist das gut? Ja. Das ist eben das Problem, Bro. Oder absolut, ja, aber weißt, und dann gleichzeitig kommt auch noch sowieso der Druck, wo du so sagst, ich muss jetzt jede Woche etwas machen. Mhm. Oder? Und ich glaube, es ist mega ein kreativer Prozess. Und ich finde zum Beispiel die Pause, die wir gemacht haben im Sommer, wo jetzt erst mal länger war, tut gut da. Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir seitdem sehr, sehr schöne Gespräche haben. Mhm. Und ich meine, weißt, ich habe mit vielen Leuten geredet so, und irgendjemand, ich bin in Bern gewesen. Mhm. Dem FMM. EFM Christmas, auf das habe ich noch eine lustige Geschichte. Ich komme auf das zurück, aber ich bin mit dem Luc, weißt du, von Lolleduc. Ja. Was ja absolut geil ist. Ich glaube, er hört auch sehr viele Folgen. Ich habe mit dem Luc geredet und er hat mir so Feedback gegeben, das mir gut getan hat. Mhm. Er hat mir so gesagt, weniger Peach. er hat mir so gesagt, er so, ja, weißt du, es gibt so gewisse Folgen, die interessieren mich weniger. Er hat so gesagt, ich muss nicht 5-mal von deinen Kollegen hören, dass sie in Kroatien in der Ferien sind. Yeah. Also weißt du, so, hat er gesagt. Aber anscheinend, er hat aber gesagt, aber anscheinend... Kroatien, aber okay. Genau, aber er hat aber gesagt, anscheinend ist der Bedarf ja da, weil Leute wollen ja zum Beispiel einen und einen Skidar haben oder so, Privatkollegen haben, whatever. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht für mich, aber er hat gesagt, sehr politisch, er hat gesagt, oder sehr diplomatisch, so, wenn ich andere Podcaster anschaue, die zum Beispiel sehr erfolgreich sind, so, die sind einfach real. Mhm. So, wie wir haben über, ist ja egal wer, wir haben über Podcasterinnen geredet, wo, nein, weil ich will nicht ihm Sachen ins Maul legen, weißt du, wo, und ich habe dann so, also er hat wie gesagt, es gibt Podcasterinnen, die haben sehr viel Erfolg, so, und die versuchen aber auch krampfhaft jede und jede bedienen. Ja. So, das kann vom 12-jährigen Bub bis zu der 60-jährigen, 70-jährigen Frau hören. Und alle sind wie so happy, oder? Mhm. Und er hat gesagt, ihr sind wie so eure Linie real bleiben und ihr sind wie ihr sind und bla bla. Und es hat wieso auch gut, das mal hören. Ja, sicher, ja. Weißt du, ich meine, weil ich hab das ja schon ein bisschen gestruggelt. So, ich habe mich gefragt, ist das Richtige? Habe ich Bock? Mhm. Wollte ich durchziehen? Ja. Wie ist das bei dir so? Ey, Bro, also was ich einfach gemerkt habe, ist, dass das eben vor der Pause, dass es eben zu einem Dings geworden ist, wo wir sagen, wir müssen den Podcast aufnehmen. Nachher sind wir angeguckt und wir haben geredet und wir haben dann vorbeigeredet zum Beispiel, oder? Oder einfach, es ist nicht das Gespräch, sondern du erzählst, ich erzähle und nicht so, krass. Und das habe ich gemerkt und das habe ich gar nicht schön gefunden. Weißt du, deswegen haben wir auch die Pause gebraucht. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt auch so viel Zeit, wie wir brauchen. Wenn es so 2 Wochen ist, ist es gut. Wenn es 6 Wochen sind, sind es 6 Wochen, scheißegal. Wichtig ist, dass wir nachher motiviert sind, wieder wissen, okay, wir wissen, an was wir arbeiten wollen oder was wir wollen, genau. Mhm. Und dann haben wir ja zusammengeguckt und gesagt, hey Bro, weißt du, wir wollen wieder viel mehr ins Gespräch. Und ich habe das Gefühl, seitdem ist jeder Podcast wirklich wie am Anfang ein Gespräch. Voll. Und das war am wichtigsten gewesen. Und das ist eben auch die Essenz von diesem Podcast, oder? Dass wir anhocken und reden und ein gutes Gespräch haben. Und wenn wir eben uns anfangen dann vergleichen mit anderen oder sagen, aber bei dem oder bei denen und so weiter, dann fängt es schon an,
das Gerüst anfangen, weißt du, so ein bisschen check wackeln und so. Weil wir sind eigentlich angeguckt und einfach gesagt, weißt du was, wir nehmen einfach auf. Ja, absolut. Und logisch, irgendwann mal hast du eine gewisse Verantwortung. Irgendwann mal kannst du einfach anhocken und reden, weil irgendwann mal hast du nicht nur 100 Hörer oder so. Irgendwann mal hast du auch Leute, die an deine Shows kommen und so weiter und Geld geben. Okay. Dort bin ich so gewesen, dass ich eben wirklich gesagt habe, mir ist wichtig, dass es wieder ein gutes Gespräch gibt. Ich habe nicht daran gedacht, Podcast beenden oder nicht beenden. Ich habe aber immer wieder mich gefragt, in diesem Jahr vor allem so, wie lange geht es echt? So, ich habe mich einfach gefragt, ist immer wieder die Frage, so, was habe ich das Gefühl, so, wie lange werden wir das noch machen? Ich habe keine Ahnung. Weil, wieso ich mich die Frage gefragt habe, ist, ich habe so den Podcast von die Deutschen aufgemacht und ich gesehen, Alter, 450 Folgen. Schon crazy. Ich so, Alter, schon crazy. One Piece oder was? Wirklich crazy. Ja. Und nachher eigentlich, aber geschaut, ich so, weißt du, okay, Bro, das ist nicht ein Rhythmus von, das ist nicht so wie, ey, Bro, jede Woche. Die nehmen auf und die publishen einfach. Aber die machen mehr in der Woche. Ja, so wie ich es gesehen habe, also ich schaue jetzt schon nochmal, bevor ich einen Scheiß erzähle, aber die machen einfach mehr, also es kann sein, dass in der Woche 2 rauskommen, dann kann sein, dass in der Woche nur 1 rauskommt. Ich muss ja schauen, die Deutschen. So, Nizar und Cheyenne, die Deutschen. Cheyenne, sorry. Ey, Bro, look, es ist 4 Tage, 3 Tage, 5 Tage. Also es ist im Takt von 3 bis 5 Tagen. Ja, ist schon crazy. Veröffentlicht die einen Podcast, wo sicher 3/4 Stunde geht im Schnitt. Und da habe ich mich gefragt, der Podcast ist so lang, wie man Bock hat zum Reden. So unser Podcast ist so lang, wie wir Bock haben zum Reden. Klar, aber du vergleichst dich automatisch mit anderen. Ja. Also weißt du zum Beispiel eben, sei es jetzt Creators, wo irgendwie, kann ich so viel postet und Reels machen und dann fängst du an dich mit Zahlen vergleichen und oder weißt du, fängst du an andere. Ich meine, weißt du, man kann ganz offen darüber reden, Bro. Zivil Ring verkauft Hallenstadion aus. Das kann ich sagen, ich habe sowieso Podcast, das macht eigentlich nie irgendjemand. So News aus der Podcast-Welt von der Schweiz. Ja. Und ich habe gefunden, vielleicht können wir das ja mal. Ja, aber weißt du, ich meine, Bro, das ist crazy. Bro, also noch kurz, gerade angeschnitten. Podcast News. Ich habe es gerade angekündigt. Podcast News von der Podcast Schweizer Welt. Also eine News ist, der Ronsi hört auf leider. Ja. Dara und Karin hören leider auf. Gehen auf ihr Insta. Ich glaube, sie geben noch ein Update oder irgendeine Info für die eben ihnen hören. Und das andere ist, was Josh gerade gesagt hat, Zivadildering, Schweizer Podcast. Hallenstadion announced für im 25. Oktober 25. Wird er ausverkauft? Bro. Ich weiß nicht, wie viele Tickets das sind, aber es ist ausverkauft. 10.000. Ausverkauft. 10.000. Die haben 3 Mal Volks ausgemacht, hintereinander, ausverkauft. 3, sagen wir. Gesundheit. Dankeschön. 3'500 Tickets. Bro, du kannst haten. Nein, aber weißt du, 3 Eier. Wenn du sagst, Bro, wir haben 3 Tickets ausverkauft, 3 Shows, 40, vielleicht 50, vielleicht. Bro, das ist ein. Du sagst, ja, safe, wir führen 3 Mal mehr safe. Eier, Bro, Eier. Und man muss sagen, nichts in der Schweiz. Okay, jetzt kann man sich irgendwie sagen, nein, eben nicht. Aber mir ist nicht bewusst, was eine Schweizerin oder eine Schweizer Gruppe etwas gemacht hat im Hallenstadion und es ist ausverkauft. Nochmal. Ja, jetzt kommt irgendwie sicher Gölle. Hecht zum Beispiel. Also eben, kenn ich nicht. Sag jetzt mal so, es gibt aber ausverkauft und es gibt ausverkauft. So. Ist aber Hecht so. Hechtet Hallenstadion oder ist Hecht so Teil von etwas am Team? Nein, Hechtet Hallenstadion gefühlt. Okay, ja. Aber eben, ich meine. Also ich könnte genau fix, aber. Nein, Bro, aber weißt du, jetzt mal for real. So, ich meine, egal was ich jetzt sage, Bro, es heißt einfach ja Hater. Weißt du, was ich meine? Also jetzt, ab jetzt oder was? Ab jetzt, theoretisch. Egal was ich würde sagen. Über Hallenstadion ausverkaufen. Ja. Bro, Fakt Bro. Fakt ist einfach, die 3 haben 10.000 Tickets verkauft. Bro, Fresse haben, Bro. Ganz einfach, Fresse haben. Genau, du kannst nichts sagen. Niemand, den ich in der Unterhaltungsbranche in der Schweiz kenne, abgesehen von Hecht, die kennst du, ich kenne sie nicht. Ich kenne niemanden, der 10.000 Tickets in der Schweiz verkauft hat. Einfach Fresse haben, Bro. Nichts sagen, wild. Bro. Du kannst nichts sagen. Es ist wild. Du kannst nichts sagen. Es ist wild. Und dann noch, mad Respect, Bro, als erster Schweizer Podcast. Eben, du kannst, Bro, als mad Podcast. Respect. Stell dir vor, 10.000 Leute sind dort und hören dazu, wie du redest. Erzähl das deinen Eltern. Erzähl das deinen Grosseltern. Es ist wild. Eben. Ich finde, es gibt trotzdem so 1, 2 Punkte, wo man könnte
sagen. Erzähl Hause. Aber Ja. ich sage jetzt, ich bin jetzt in dem Modus Ja. der Hater. Sag, Bro, sag. Aber weißt du wieso? Weil ich meine, wieso... Egal was ich jetzt sage, Bro, du bist der Hater. Ja, automatisch, aber mal schauen, was du sagst. Es kommt drauf an, was du sagst. Erstmal? Nein, Spaß. Bro, man muss gleich schnell sagen, Ja. das sind 3 Menschen, die seit Jahren in der Medienwelt arbeiten. Mhm. Also sie sind Ähm, nicht ganz unbekannt, so Sie meinst sind du? nicht ganz unbekannt. Sie haben alle ein grosses, wieso, Ein Name, mehr oder einen Namen. Ja. Sie arbeiten alle in der Medienwelt. Ja. Sie haben ja einen riesen Backup gehabt von SRF damals. Ja. Also ein riesen Backup, sprich SRF hat sie produziert. Ja. Das ist ein riesen Backup. Ja. Und die Show ist zusammen mit Kaufleuten gemacht worden. Ja. Das heißt, ein Support aus der Branche ist sicher da. Mhm. So. Und eben. So. Und ich meine, weißt du, Podcast-Hörerinnen. Bruder, willst du mir sagen, 100.000 Leute hören jede Woche Zivilierung. Kann sein, Bro. Bro, es könnte auch sein... Ich fange an 50.000 Leute. Bro, ich fange an mit Verschwörungstheorien, ich sage dir. Nein, aber look. Nein, aber eben, sorry, Ja, noch sorry, zum sorry. Abschluss. Eben. Und es gibt ausverkauft. So, ich meine, eben auch Hecht zum Beispiel. So, normalerweise hast du eine Kapazität stehend zum Beispiel von 15 bis 19.000 Platz im Hallenstadion. So. Gut, das ist, was ich wollte sagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite immer noch mad Respekt, Bro. Hallenstadion ausverkauft. Bro, wer will sagen etwas? Du bist am Reden. Ich bin aber nicht, wer will sagen etwas, Bruder? Macht mich hässig. Nein, Bro. Nein, Bro. Bro, ich habe das gelesen und ich habe mich sehr gefreut. Bro, ich gönn, aber es macht mich auch hässig, Bro. Wieso macht dich hässig? Bro, wie ich wollte, Mann. Ja, wir schaffen es ja auch irgendwie. Ja, Bro, inshallah, dranbleiben, Bro. Inshallah, Bro, alles wild. Bro, dranbleiben, Bro. Ganz einfach dranbleiben, Bro. Wir dürfen die ja nicht. Wir müssen jetzt 3-4 Gänge noch mehr. Also wir sind jetzt letztes halbe Jahr sind wir kein im Retourgang, nicht Retourgang, wir sind im zweiten Gang gefahren gewesen. Jetzt sind wir einfach 1-2 Gänge mehr. Nicht Bruder, aber das Problem ist eben das. Wir haben beide, wir leben nicht von dem. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal Eier zeigen. auch Ja, mit Bro, 30, Eier zeigen. Es ist wie so, Bro, das ist wie so ein Luxus. Ja, sehr. Können davon leben Sehr, und 100%. Und wieso, weißt du, ich meine, Bro, eben wie gesagt, so, eben ich studiere und arbeite noch und es ist wie so, du hast noch Leben, du hast noch Partnerin, du hast noch Freundinnen, so, wo ich ja jetzt schon quasi nicht gesehen. So, es ist gar nicht mehr, wie willst du mehr als einen Tag in der Woche investieren? Dort eben, das ist so, entweder wir machen den Living the American Dream, alles auf eine Karte setzen, mit 30 Eier, scheißegal. Oder wir versuchen das Step by Step machen, mit dem Dings einfach, dass eben können sein, dass zum Beispiel wegen dem Job oder wegen der Familie oder so, dass es vielleicht kürzer kommt. Mit kürzer meine ich nicht, also nicht zum Beispiel, dass kein Volk kommt, aber es könnte wieso sein, eben weniger Social Media Auftritt, weniger von uns ein bisschen, einfach sicher wöchentlicher Podcast, aber es wär nicht so eben, wie wir es eigentlich sollten. Und wie sollten wir es dann machen? Was ist so dein... Also Bro, was sicher geil wäre, also zum dort hingehen, Richtung Hallenstadion. Zum Beispiel, ja. Bro, ich finde, wir könnten zum Beispiel, wie soll ich sagen, das ganze Jahr hat zum Beispiel jenste 4 Tage oder so. Die laden euch zum Content machen, Bro. Wir könnten, aber eben, wie willst du planen, Ja, aber zum Beispiel die organisieren? Valierung macht alle 2 Wochen einen Podcast. Ja, das ist vielleicht ihr Rezept, weißt du? Das funktioniert bei ihnen, Bro. Ja. Bro, aber das fängt wieder an, dann fängst du dich an vergleichen, Bro. Das ist falsch. Du kannst, weißt du, wenn du sagst, ja, ihr Erfolgsrezept funktioniert, wieso machen wir nicht alle 2 Nein, Wochen? ich sage, ich bin glaube ich eine andere Meinung als du. Ich finde, wir müssen nicht noch mehr Output und... Also weißt du, eben, aber schlussendlich, ich meine, es gibt zum Beispiel Podcasterinnen, Creatorinnen, die haben viel weniger Follower, aber fühlen gewisse Sachen, die wir nicht schaffen. Dann gibt es Podcasterinnen, die haben so viele Follower mehr als wir und schaffen nicht, was wir... Es ist wie so mega schwierig zum Vergleichen, glaube ich. Bro, zum Beispiel auch schon Podcast, der Mordlust-Podcast, der deutsche True Crime. Die haben eine Tour angekündigt, Bro, über die ganze Dachregion. Alles ausverkauft. Ja. Innerhalb Minuten, Bro, alles ausverkauft. Weg.
Du hast keinen Stich, du kannst auf Dings gehen, auf Viagogo oder so und über Tür kaufen, weg. Ja. Und das ist nicht, weil sie alle 2 Wochen, die machen jede Woche etwas. Und Bro, und wenn ihr das Insta gehst, Bro, das ist einfach, also sie machen es sicher nicht allein, ist nicht so, hey, aber die auch Leute bei sich, aber Bro, die Leute, die haben das einfach als Marke aufgebaut. Dort, Bro, die Marke ist einfach jedem Viertag, jedem Dings, die sind präsent, du hast sie immer bei dir, egal was ist. Und ich sage nicht, mit dem musst du nicht eben jeden Tag einen Output machen, aber du musst wie so irgendwie eine gewisse Relevanz, weißt du, dass du, easy, weißt du, irgendwie, eben, ich sage jetzt, zum Beispiel Weihnachten irgendetwas hätten wir können machen, oder, aber dann ist ja wieder die Sache, oder? Wie viel Zeit hast du dafür? Ja. Oder wie viel Zeit kannst du investieren? Weil deine Freundin wohnt ja auch gerade um die Ecke, Bro. Unser Studio ist jetzt auch nicht so, dass, also, obwohl es jetzt Zürich-Wind ist, habe ich auch trotzdem 3/4 Stunde, weißt du, ein Weg und so weiter. Und das hat alles damit zu tun, dass wir versuchen, alles in einen Hut zu bringen. Und hier und da mal kommt das ein bisschen zu kurz, hier und da mal kommt die Familie ein bisschen zu kurz, ein bisschen Kollegen. Und dann sind wir dann sagen, ja, Alter, weißt, heute haben meine Kollegen recht machen, jetzt ein Zeitbiss. Ich habe das Gefühl, ein scheiß Podcast gewesen, ich kann es nicht dem recht machen. Ja, ich bin glaube ich auch ein bisschen anti, so, wenn ich das ganze Social Media Zeug anschaue und wie alle Leute die ganze Zeit probieren relevant bleiben mit irgendwelchen Posts und so. Bro, es kotzt mich einfach, ich sage dir ehrlich, ich habe keinen Bock auf das. Es ist wie so, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich will auch nicht, dass Leute mich als Influencer sehen. Ja, 100% nicht. Weißt du, was ich meine? So, und all die Spiele machen mit irgendwie, wie bleiben wir relevanter, indem man das postet und irgendwie da ein Thumbnail und da musst du so tun, das kotzt mich auch an. 100%. Die ganze Strategie und die Videos anschauen, so hey, das sind die Hacks, wo du kannst mehr Leute erreichen und so weiter, bin ich ganz bei dir. Ich meine es aber schon 2-3 Stufen vorher, dass generell, weißt du, ein bisschen etwas von uns gibt, weil, eben, Bro, wenn du jetzt anschaust, so letztes 2 Monate, die Leute haben immer einen Podcast gehabt, aber, die stimmt. Brillant, Bro, alles Die gut. haben einen Podcast gehabt. Ja. Aber das war auch gewesen, oder? So, die haben einmal in der Woche etwas von uns mitbekommen, obwohl wir zum Beispiel einen anderen Social Media Kanal haben, wo sie eben zum Beispiel keine Ahnung, auf Insta ein bisschen mehr so von uns erfahren, zum Beispiel nicht podcast-relevante Themen, also schon auch, aber nicht so inhaltlich. TikTok haben wir lustige Videos gehabt und so. Und ich sage einfach, du musst nicht jeden Tag einen Output machen, aber ich sage einfach, dass wir vielleicht nicht mehr so regelmäßig einen Output haben wie vorher, oder? Aber der Podcast kommt ja trotzdem immer noch. Ja, safe. Social Media. Ja, voll. Ich rede nur von dem. Und ich habe das Gefühl, Bro, das kannst du auch sicher unterschreiben, wir haben das ja selber erlebt. Bei uns ist es dann wie so krank am Brennen gewesen, wenn wir gesehen haben, irgendwie 1, 2 Videos gehen gerade viral, so was läuft. Auf das Mal. Und ich sage nicht, das muss jedes Mal passieren, aber wie so ein Rhythmus, eben einmal in der Woche oder 2-mal in der Woche etwas posten oder so. Keine Ahnung, etwas auf Insta, dann einen Podcast und so. Ich habe das Gefühl, und ich würde auch in die Schiene gehen, dass wir eben, oh mein Gott, die Hacks, der Thumbnail, so, die das und so. Weil das sind wir nicht, Bro, das sind wir nicht. Wir sind nicht so, wir sind nicht da gekommen und angefangen, wie wir gefunden haben. Das ist eine Nische, wo man viele Leute abholen und sicher auch. Aber weißt du, auf der anderen Seite finde ich auch, Bro, eben, wir haben unsere Hörerschaft, wo die Loyalen, Mann. Die loyal und die sind auch konstant immer gleich, Bruder. Das ist krass. Also weißt du, ich wollte damit sagen, in diesen 2 Jahren haben wir x virale Videos gehabt zum Beispiel und haben wir jetzt zum Beispiel seit einem halben Jahr nicht mehr. Aber unsere Hörerschaft verändert sich ja nicht. Wir unterschätzen es. Ich habe letztens geschaut, das ist halt auch mit dem Tag das scharf anschauen, weil Content von unserem Podcast ist immer noch ganz okay auf TikTok. Und wir sind auch vor kurzem ein bisschen viral gegangen, und zwar einfach für unsere Join-Sachen, weil das ist einfach brutal. Ist einfach, das gibt es nicht so viel in der Schweiz, so dummes Zeugs machen und so. Ja, fix. Ja, egal. Gehört glaube ich auch dazu, um Sachen zu diskutieren. Und ich glaube, am Ende des Tages muss es einfach immer noch Lust machen. Man muss Bock haben, um das zu machen. Und eben auch da, ich finde, eben, der Luc hat mir dort auch gesagt, so, eben, es hat eine Zeit gehabt, wo er seiner Meinung nach, wo wir ein bisschen so runtergefallen sind. Voll, Dann hat er gesagt, aber ihr habt es angesprochen und das zeigt wieder Realness. Weißt? Und ich glaube, das ist wie so mega wichtig, dass man wie so sagt, Bro, ich meine, eben, es ist immer schwierig, den Vergleich machen mit zum Beispiel anderen. Ich meine, wer können wir als Vergleich nehmen? Das ist eben das Krasse, oder? Auch, das ist ein guter Punkt. In der Schweizer Podcast-Landschaft, Bro, aber was willst du messen? Ja, scheiß mal auf. Keiner redet redet über, du siehst nichts. Die meisten Leute sind nicht offen mit ihren Zahlen. Aber jetzt mal angenommen, scheiß mal auf Podcasterinnen. Mit was für anderen Branchen könnten wir uns zum Beispiel
Ja, wenn, dann kannst du Comedy gehen, ja. Ein bisschen vergleichen, Ja. oder? Du hast Comedy, vielleicht hast du noch Musikerinnen. Also ich sage jetzt einfach mal, Ja, gehen wir mal, okay. überlege mal, was es gibt. Ja. So. Oder? Und das Ding ist, wieso Musikerinnen machen das Album, dann vielleicht ein Jahr Pause. Mhm. Oder Pause heißt einfach kein Output, Mhm. keine Lieder rausbringen. Ja, voll. Zum Beispiel, oder ein halbes Jahr oder was auch immer. Gut, Comedians schreiben das Programm ein Jahr lang. Mhm. 1,5 Jahre lang, 2 Jahre lang, keine Ahnung. Nachher gehen sie auf Tour, Bro. Sven Ivanic ist mit Stilbruch seit 2 Jahren auf Tour. Mhm. Ja, Er sehr. bombt. Also im Sinne von, er nimmt auseinander. Ja, fix. Eben, dann auch viele ganz andere Musikerinnen oder Comedians, die machen etwas, gehen nachher mit dem ein Jahr lang auf Tour, zum Beispiel. Ja. Und bei uns, das ist eben überhaupt nicht zum Motzen, aber ich sage einfach nur, damit mir das auch klar wird, ist wie so, du musst jede Woche einfach etwas, also wir entscheiden uns, jede Ja, ja. Woche etwas rausbringen. Ja, voll. Verstehst du? Ja. Und das ist wie so und amix glaube ich, wieso braucht es auch, dass man sagt, ey, ich brauche gerade kurz Ja, voll. Ja, es ist ja normal. den Abstand, weißt du? Es ist ja normal auf der Welt, oder? Ich meine, wir haben ja also was wir ja an Pause haben, sind ja immer so, ist ja fix Sommerpause, die geht ja so, etwa so lang wie die Schulferien, plus minus 4 Wochen so. Mhm. Und dann ist so eben eine Winterpause ab und zu, also es war jetzt die letzten 2 Mal gewesen, wo wir einfach eine Woche oder 2 machen, so über 4 Tage und so. Heute ist übrigens, das Jahr ist glaube ich das erste Mal, wo wir... Man muss es nicht machen. Ja, genau. Aber eben, das ist wieder das, oder? Wir haben kein Verlangen danach gehabt. Wir haben nicht Ja. gesagt, Bro, wenn wir Pause machen. Es Ja. läuft, es ist ein schönes Gespräch. Genau, voll. Und darum, und ich finde eben, wie gesagt, so Sachen braucht es wie auch, 100%, ja. dass man über das schwätzt. Ja, 100%. Aber Was eben. würdest du sagen, ist das Schlimmste oder Herausforderndste gewesen das Jahr? So jetzt in Betracht auf Podcast, was wir das Jahr einfach alles gemacht haben. hey, ich glaube, wir haben so ein erfolgreiches Jahr hinter uns. Vor allem die erste Jahreshälfte. Ja. Oder irgendwie Mitte Jahr ist wie so Schlag auf Schlag auf Schlag. Wenn wir jetzt irgendwie so sagen, Oktober Ja. bis Oktober, Mhm. ist wie so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag Ja. geile Sachen passiert. Ja. Und jetzt, der Podcast läuft. Mhm. So, es macht Spaß, Leute hören zu, Mhm. Output ist da. Aber auf einmal hast du wie so Angst. Mhm. Denkst so, fuck, kommt jetzt nicht genug. Ja. Machen wir nicht genug. Ja, voll, ja. Volkshaus sind wir jetzt, also weißt du, eben, einerseits hast du Angst, denkst du, fuck, wir sind nicht ausverkauft. Mhm. Und andererseits sind es über 700 Tickets, die man verkauft. Ja, ja. Also weißt du, ich glaube einfach, der ständige Vergleich mit sich selber sogar. Ja, Dass du das- Angst hast, sind wir jetzt am Fallen, was auch immer. Habe ich Lust drauf? Und plus ist wie so, wir machen das seit 2,5 Jahren. Und unsere Freundschaft ist zu einer sehr starken Business-Relation Mhm. gegangen. Mhm. Mhm. Weil das ist ein Business, Bro. Mhm. Und ich glaube, es muss einem bewusster sein, dass ich und du haben die so eine Mikro-Ehe miteinander. Mhm. Also weißt du, wir arbeiten einmal in der Woche Minimum, Mhm. arbeiten wir zusammen. Ja. Wir schreiben zusammen, wenn wir schreiben, Bro, es geht um das. Wenn wir telefonieren, es geht um das. Mhm. Und ich glaube, für mich ist am enttäuschendsten gewesen, das Jahr, dass ich wieso zu wenig, dass wir zu wenig an unserer Freundschaft Mhm. gemacht haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Für dich? Was ist für mich gewesen, das Enttäuschendste? Ey, ich habe das Gefühl, es sind Herausforderungen gekommen. Eben so Sachen wie, hey, reden wir schnell über den Podcast, wir haben das Gefühl, es flacht ein bisschen ab, was wir machen. Herausforderungen mit zweimal eben gerade Bernhard-Theater hintereinander spielen, weil jetzt, wenn ich so nachdenke, schon nicht ohne gewesen. Weißt du, eben nach dem Arbeiten gekommen, Bro, noch schnell Augen zu gemacht, Show gespielt, heimgegangen. Nächsten Morgen Frühschicht gehabt, gearbeitet, wieder heimgekommen, dort ist eine App gemacht und so. Nachher einen Monat später gefilmt. Ja. Es war ein Heavy-Monat. Ja, ja, und dort, Bro, wie es halt Schlag auf Schlag gegangen ist es nicht greifbar gewesen für mich. So, was mache ich jetzt gerade? Ich spiele im Bernhard-Theater und nachher mache ich eine Show für Fernsehen, für ProSieben und für Streaming und so. Und
bis im Juni, Juli, August einfach nur von Projekt zu Projekt quasi, weißt du? Ja. Und ab dann ist es bei mir eigentlich ganz okay gewesen. Und dann so gegen Herbst ist so ein bisschen, halt aus privaten Gründen ist so ein bisschen beschissen gelaufen so. Ist ein bisschen mühsam gewesen. Aber es hat sich nachher eben jetzt leitet es sich eigentlich, es geht gut, es geht richtig Ende, ist nice. Und das merke ich halt auch, weißt du, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel, dass ich gerade eine schwierige Phase habe oder es nervt mich oder ich habe gerade zu viel Sorge oder Gedanken, dann ist meine grösste Herausforderung, dass ich, wenn ich da hinkomme, ein Gespräch mit dir habe, ohne dass mich das stresst. Ja. Oder ohne dass es präsent ist, weil ich will ja mit dir ein Gespräch haben, nicht dass ich muss jetzt einen Podcast aufnehmen. Ich will mit dir reden, weißt du. Und dann komme ich da hin und dann ist, glaube ich, meine grösste Herausforderung, also meine grösste Enttäuschung. Meine grösste Enttäuschung ist, glaube ich, so in dem Jahr, dass ich einmal nach einem Podcast aufnehmen heimgegangen bin und dann kann so und mir Sorgen gemacht habe. Und ich so, Alter, ich habe das Gefühl, es ist voll nicht mehr das Gleiche wie vor einem Jahr. Ist es aber auch nicht irgendwie, aber ja, ist auch okay. Ja, voll okay. Aber ich habe wieso, das ist eben das Problem, wo ich nachher auch realisiert habe, wo ich dir auch gesagt habe, ich habe das dann nicht so, ja, wie war es vor einem Jahr? Ja, das war eine andere Ausgangslage, Bro. Vor einem Jahr sind wir da angeguckt und dann angefangen zu schnurren, einfach wild drauf, haben Geschichten ausgepackt und so weiter. Und wir hatten immer noch Geschichten, weißt du, man würde jetzt eben, letzte 2-3 Folgen haben wir privat geredet, ich so, Alter, das und du auch das und so. Und dann habe ich eben haben wir geredet und so weiter und das war halt wiederum etwas vom Schönsten von diesem Jahr, dass wir geredet haben und gefunden haben, ey, machen wir so, weil nachher wissen wir, dass es besser wird, nachher ist es auch besser geworden. Absolut. Also ich will nicht sagen, weißt, es ist nicht das Krasseste, dass ich eine Fernsehshow bekomme, dass ich in Bernhard gespielt habe. Absolut nicht. Das ist sicher etwas vom Krasseste auf der Welt. Wer kann das sagen, dass er im Fernsehen Show bekommt, im Streamingdienst und so, aber das wäre nie passiert, jetzt einen Podcast nicht gegeben. Ja, fair. Deswegen müssen wir lernen, den Podcast pflegen und uns lieben und auch den Podcast lieben. Und, ich sage mal so, würde ich jeden Monat 6'000 Schuss bekommen für das, dann würde ich sagen, Bro, look, hocken wir an, wir müssen jetzt liefern. Ja. Aber solange das einfach ein Ding ist, wo nebenbei passiert, ist einfach wichtig, dass ich mit dir ein gutes Gespräch habe. Weil sonst sehe ich nicht viel, weißt du? Ich bin nicht so mit dir, keine Ahnung, am Abmachen oder so. Was wir jetzt eben machen, was ich jetzt schön gefunden habe, dass wir vorab machen. Noch viel vorher, ein bisschen hängen, ein bisschen lustig haben, einen Kaffee trinken oder essen, das macht es viel angenehmer. Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Gut, also jetzt haben wir eine halbe Stunde lang darüber geredet, Gute Review vom Podcast. wie das letzte Jahr für uns war. So ein bisschen. Genau, alles in allem, ich schaue wirklich vorwärts aufs 25. Ich freue mich, was kommt. Ich habe mich jetzt entschieden, auch ein bisschen mehr Zeit in mein Studium zu investieren, wie ich so gemerkt habe, ich studiere nebenbei. Weißt du, was ich meine? Eben, das geht voll wunderbar. Arbeiten, studieren und Podcast, alles und ein soziales Leben. Das ist nicht wenig. Voll. Aber ich habe Bock. Und ich habe mir auch gesagt, ich muss wieder mehr machen mit Leuten. So. Ich habe auch wieder 2-3 Freunde gesehen, die ich mega lange nicht mehr gesehen habe. Was auch passiert ist eben, treue Zuhörerinnen dieses Podcasts wissen, Eldorado FM ist für mich, Bro, wie Black Eyed Peas von Schweiz. eigentlich sind, ja okay, nein. Für mich absolute Rockstars. So, ich weiß noch, Bro, als 14-, 15-Jährige alle Mixtapes pumpt, Bro. Ja. Wenn ich heute noch die Lieder ablaufen lasse, so die alten Mixtapes zum Beispiel auf YouTube, Bro, ich kann alles auswendig. Krass. So. Wie bist du eigentlich auf die Berner Rapper gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, Bro. Als Josh Negroni von Tös, weil du bist damals noch ein Tös gewesen. Bro, ich sage jetzt mal so, ich habe Schweizer Rap gelesen, bevor es cool war. Okay. So. Ja. Ich. Also eigentlich MS Appelling. Ja, aber weißt du, so, ich sage jetzt mal, Pelin ihrer Kosmos ist so Zürich. Stimmt, ja. Oder? Fair, ja. Und mich hat ja damals, das kann man auch von ehrlich sagen, ich sage jetzt mal, Strassenrap, Gangsterrap, die Sparte, nicht so groß interessiert. Ich hatte nicht so viel gehabt damals. Das Beste, was damals Schweizer Rap war, war Don Fego. Also, das ja, ist auch gut gewesen, aber... Natürlich, aber ich meine mehr so... Da habe ich auch gelost, weißt du? Ja. Bro, wo ich eben so 15, 16, Zen... Stimmt, Zen, Don Fego. Don Fuego. Ja, stimmt. Aber eben, du hast vielleicht 2-3 Leute gehabt, die wirklich geliefert haben. Und der Rest hast du auf dein 16 TV schauen und
Vielleicht von den 100, die Eben. gemacht haben, ist einer vielleicht okay gewesen. Bro, und Eldorado FM, die haben damals so Mixtapes rausgebracht, Ja. wo sie Beats genommen haben von Liedern, die es gibt, und haben drüber gerappt. So, Ah, ja. so ein bisschen covermäßig, Cover-Style, wenn du so ja. willst. Einfach als Samples. Einfach so, Bro, Beats von Tupac, Fabulous, Mhm. keine Ahnung, Bro, Alors und Dance von Stromae Ja, und ja, so. voll. Weißt du, so Sachen drüber gerappt. Und, Bro, für mich, ich habe vieles lyrisch nicht verstanden, weil Ja. eben Tommy Vercetti, Desmond Daz, rappt Ja. zum Beispiel auf einem Level, wo wie so philosophisch krass ist. Ja. Ein Manilio rappt auf einem Level, wo poesietechnisch krass ist. Mhm. Er macht jetzt auch so ein bisschen alles. Also alles im Sinne von, er geht ein bisschen Richtung Pop, er geht ein bisschen Richtung Hip-Hop, er geht ein bisschen so. Und er lebt davon, weißt du? Und die Jungs machen das seit über 15 Jahren. Eben, ja, ist krass. Und das ist ja etwas zum Beispiel, ich habe ja über Schweizer Rap, also, nein, ich korrigiere es, ich habe eigentlich Zürich Rap gelost, wie ich das Gefühl habe, es gibt wie nicht anders so in der Schweiz. Voll. Und wir fahren zusammen Auto, damals mit, ich bin 17, du bist 18, 19, wir fahren zusammen Auto, wir hören Musik, nachher immer wieder habe ich einen Schweizer Rap-Song rein da, Ja. in die Reihenfolge. Ja. Und du, okay Bro, mach weg. So Sachen, Ja, weißt weil einfach, wie soll ich sagen, so, Bro, das Gleiche zum Beispiel, es ist so wie mit Schweizer Fußball gewesen. Ja. Bro, ich habe jahrelang, ich so, Alter, wenn ihr mit dem kommt, hört auf, Mann. Es ist eine lächerliche Liga. Bis heute, das ist sicher nicht eine von Top-Ligen von Europa, aber sie hat genauso viel Support verdient wie andere, ja. Absolut. Und Absolut. deswegen habe ich eigentlich mal, ich so, weißt du was, Alter, musst du aufhören mit so Scheiß, so von wegen, weil du wohnst auch da, bist du dumm. Ja, wirklich. Und dann habe ich auch angefangen, ich singe damals so, aber jetzt, FCZ, da. Und Eldorado, also die Eldorado heißt die Crew, das sind ja auch alles einzelne Mhm. eben Rapperinnen. Aber Eldorado hat damals Ist immer... eine Rapperin? Nein, Aha. Wie ist das denn? einfach mild. Nein, okay, inklusiv. Stimmt, ja, Rapper. Und sie haben dann wie so, eben jedes Jahr haben sie EFM Christmas gefeiert. Ja. Und immer so am 22. Dezember, 21. Dezember, nicht so um das herum, haben sie im Bierhübeli, das ist so ein Club in Bern, Mhm. haben sie ein Konzert gespielt. Mhm. 1000 Leute, 1100 Leute, so irgendetwas, keine Ahnung. Und es war immer ein Abriss, Bruder. Das ist wie so das jährliche Fest. Ja, voll. Ich bin so zweimal gegangen, als halt Jüngere, Mhm. Als Fan, vor allem. als Fan, vor allem immer. Bro, auch heute, Bro, ich bin ein riesen Fan. Ja, aber jetzt hast du Fame. Auf jeden Fall haben sie mir letztens geschrieben, also ich bin mit dem Mann hier unterwegs gewesen, haben sie mir gesagt, ja kommst. Mhm. Und ich gesagt, ja, ich weiß noch nicht genau. Er sagt, mal, komm doch. Bruder, nachher irgendwie haben sie mir nochmal geschrieben und ich habe gesagt, ey, ich will schon kommen, aber weißt, keiner von meinen Homies kommt und das ist ein bisschen, nachher so, ich kann nicht mal wegen dem, ich schwöre auf alles, ich kann nicht mal wegen dem, aber nachher hat er mir geschrieben, er so, Bruder, mal deine Homies sind ja da, wir sind deine Homies. Nein, Bro. Wow, 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 wow. Es hat keinen herzigen Mann, ich habe einen herzigen Willen. Auf jeden Fall, es war schön gewesen. Ja. Das, Bro, ich habe das gehört, ich habe, wow, weißt du, schön. Krass, Mann. Easy. Ich sag, weißt du was, Bro, Homie? Krass. Ich Ey komm. Jungs, wir haben mir zu sagen, los zu. Bin ich Homies, ne? Ja, fair. Aber ich habe das nicht gewusst, Bro, ich habe es wirklich, ich habe es nicht eingetragen wegen mir, das ist meine Alles Schuld. gut, alles gut. Genau, und nachher, Bro, bin ich gegangen. Nachher hat er mir gesagt, ey, wenn du kommst, kann ich noch einen Task für dich. Gehst? Nein. Bro, ich bin gegangen, ich habe mit den Leuten gehängt und ich muss dir etwas sagen, Bro. Wenn ich an unsere Shows denke, Mhm. wenn wir im Backstage sind, was läuft bei uns im Backstage? Hängen. Hängen, Bro. Ja. Bei denen, Bro, die Leute sind alle am Trinken, weißt du, es ist eine gute Ja, Bro, Stimmung. die machen es auch nur einmal im Jahr, Mann. Dann will ich auch saufen. Bro, egal, aber es ist eine schöne Stimmung. Ja. Sie haben so viel, wir haben amix nie Leute von uns, also nie unsere Freunde dort. Ja. Oder einmal kurz und so. Ja. Bei denen, Bro, die Leute sind dort bis zum letzten Moment. Und ich habe einfach gesehen, es ist eine mega geile Stimmung. Es tut Ja. gut. Die Leute sind zusammen am Anstoßen, am Hängen, am Reden, sie rauchen Ziggis, was weiß ich. Hip-Hop-Zigaretten. Hip-Hop-Zigarette. Und ich würde mir das glaube ich, auch wünschen, so in zukünftigen Shows. Ja, fix. So, weißt du, unsere Leute rufen mehr wieder, hängen mit uns, trinken wir etwas, keine Ahnung was. So, egal. Auf jeden Fall hat er mir eigentlich gesagt, was ist der Task? Mhm. Und es gibt einen Song, Mhm. der heißt Maison Eldorado. Mhm. Und das ist mein Lieblingssong, Bro. Mhm. Ich habe das früher, vor eben 10, 12 Jahren, am Tommy Vercetti auf Facebook geschrieben. Hey, ich bin ein riesen Fan von dir. Ja. Kannst du bitte den Song spielen? Ja, so. Jedes Jahr. Joldas. Nachher, irgendwann, nachher hat er mir gesagt, Bro, das ist dein Lieblingssong.
Ich so, ja, er so, wir spielen ihn heute. Er so, wenn wir ihn spielen, komm auf die Bühne mit so Champagner und verteil den Leuten. So quasi, wir stoßen zusammen an. Also wie verteilt? Die sind am Gumpen, also schützt du eine Flasche oder? Nein, bevor der Song anfängt, läuft ein bisschen Musik, er macht eine Rede. Er sagt, hey, danke, wir feiern jetzt zusammen. Und er hat mir noch gesagt, der Homie hat mir gesagt, wenn du dann kommst, sage ich, das ist, weißt, wir haben Besuch vom Joldas und so, kurz und bündig Podcast, keine Ahnung, bla bla bla. Das ist sein Lieblingssong. So quasi stoßen wir zusammen an, oder? In Theorie, wie tönt das? Herzig, lustig. Herzig, lustig. Ja. Ich so, ey, ist mir ein bisschen unangenehm, aber eigentlich, wieso nicht? Komm, scheiße. Ja, fix. Nachher, Bruder, du musst dir vorstellen, 50 Gläser Champagner. Nachher, und wir haben abgemacht dort, Manilio und Desmond helfen zu verteilen und der Tommy macht die Rede. Ja. Oder? Er erklärt, wieso bin ich dort und bringt Champagner. Bruder, ich komme auf die Bühne, keiner redet. Du so, hey, fang mal an, G. Und ich bin hart besoffen. Ja, der gut. Der gut, du weißt, wie ich bin. Ja, Bro, es sieht aus, als wäre ich irgendein Dude. Ja. Und ich bringe einfach Champagner. Bro, er sagt nicht, ey, da ist der, weißt du, so, das. Scheiß mal drauf zu sagen, mindestens erklär, was passiert. Wieso komme ich jetzt? Ja. Bruder, ich habe gebracht, easy, alles gut, die Leute haben sich gefreut, Champagner. Ein, zwei Leute, nachher sagt Tommy, Applaus für unseren Assistenten. Nein, so mix. Aber er ist nicht best gemeint, weißt du? Aber ist lustig. Dann sagt Applaus für unseren Assistenten, ja, das ist für kurz und bündig. Nachher ein paar Leute, Bro, in Bern, vielleicht so, ein paar Leute haben gesagt, hey, weißt du? Ich so, hey, merci, danke heute. Nachher, ich hatte die Drinks gegeben, nachher, Bruder, ich gehe raus. Ich habe mich geschämt, Bro, ich sagte, ich habe mich geschämt. Nachher, der Song fängt an. Bro, ich, Adrenalin, ich ein bisschen besoffen. Sie fangen an 4 auf der Bühne, Bro, sie gehen ab. Sie singen den Refrain. Ich bin auch dort hinten beim DJ-Pult ein bisschen am Abgehen. Manila kommt zu mir und sagt so, komm führen. Nein. Ich besoffen, ich gehe führen. Ich so, du so, open the fuck. Bro, mir am Abgehen. Nachher, weißt du, ich mit der Hand am Wirbeln, Bro, es ist komisch. Die ganze Situation ist komisch. Ja. Weil 3 Rapper... Ja, wenn irgendjemand von dort einen Clip hat, können wir... Ich habe einen Clip, ich tue ihn einbauen. Okay, bitte. Bro, die Leute am Abgehen, ich am Schreien. Der Song. Ja. Nachher, der Tommy nimmt mich zu sich, tut Arm um mich, hat Mikrofon an. Ich komplett falsch Text. Du weißt, was Haft ist, kann ich auch passieren. Also weißt du, einfach, wir sind im Refrain da, ich bin dort. Ja. Bruder, Tommy schaut mich an, macht so. Ja, Bruder, wieso gehst du? Scheiße, Mann. Aber Bro, alles in der Episode, scheiße. Bro, Manilo neben da lacht sich kaputt. Bruder. Was hast du denn? Also hast du einfach wie so Fight gehabt mit deiner Zunge oder hast du einfach komplett anders Nein, gesungen? der Text wäre dort eigentlich, also ich habe gesungen, der Refrain, und der Refrain wäre irgendwie so, ist natürlich peinlich. Aber es wäre irgendwie, peinlich. ja, weil ich jetzt auf einmal gerade den Refrain nicht weiss. Und vorher ich so Lieblingssong. Okay. Das ist ja auch da. Sie hat dann gesagt, sie wüsste, das ist mein Lieblingssong. Ja, So. ja. Irgendwie der Text wäre gewesen, und sie haben gesagt, vergessen wir den Scheissdreck für eine Nacht. Pumpen wir ein bisschen Biggie und Pumpen, Pack, irgendwie so, weißt du. Und, so, und ich bin irgendwie eine Zeile vorher gewesen. Und ich, nein. Wie so ein besoffener Fan, der sie auf die Bühne holt, weißt du. Und ich bin mir so gewesen, ich weiß nicht, ich bin voll am Abgehen, weißt du, wirklich, du siehst mich voll abgehen. Ich gehe von der Bühne, ich hatte so ein semi-gutes Gefühl gehabt. Ich gehe runter, die Leute im Backstage, eine kommt zu mir, sagt sie mir so, hey, ich muss sagen, ich finde es cool, dass du dich da traust. Und das habe ich gewusst. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt, Bro. Wieso kommt sie das sagen? Wieso kommst du das sagen, Bruder? Patrick für dich. Ich schwöre, dann sagt sie mir, nein, ich habe gesehen, du bist dort voll am Abgehen und ich traue mich nicht mal führen und ich finde das richtig geil. Hey, ich finde das richtig cool. Du so, danke, Alter, ich kann jetzt brillen. Nachher, Bro, ich kann führen auf die Stage, also nicht auf die Stage, sondern im Publikum, weil ich das Konzert hören. Irgend so ein Michi, Bro, schaut mich an, macht so, hey, cool gewesen. Nachher habe ich den Kollegen, den Matthias, der früher bei SRF bei uns geschafft hat. Und er lacht einfach. Ich so, was läuft? Er so, irgend so ein verfickter Zürcher kommt da an, Bro. Und der auf der Bühne und der geht auf der Bühne ab. Ja. So.
Aber ja, es war sehr, sehr peinlich, sehr, sehr unangenehm gewesen. Schade, ich freue mich auf den Clip. Und ich weiß auch nicht. Krass. Dann schickt mir warte, ich muss dir das zeigen. Der Manni hat mir nachher ein Bild geschickt von dem Abend. Meine Mutter. Manilio, und schickt mir das, schau. Er so, hey, geil Abend gewesen. Es sieht aus wie so, Bro, wenn er schaut. Eben, genau, du siehst, das ist der Moment, das ist der Moment, Ui. das ist der Moment, wo ich den Text falsch gesagt habe. Ui. Egal, Bro, du bist gerne die Leute von Bern. Egal, Ja, Mann. Du bist besoffen, ist scheißegal. Juckt doch nicht. Voll. Ist nicht so wichtig. Aber sonst war es ein sehr geiler Abend gewesen. Geil, Mann, geil. Und die Leute sind abgegangen und es ist einfach schön, Bro. Das ist einfach schön, Leute gesehen, Kunst machen und Kultur machen auf Bühne und das ist einfach geil. Es hat wieder Lust gemacht. Geil, Bro, schön. Voll. Geil. Ich habe auch Weihnachten gefeiert mit Familie von Freunden und gestern noch mit meiner Familie. Bro, und ich war bei der Freundin ihrer Familie gewesen, und wir haben zusammen fein gegessen. Und dann ist halt im Hintergrund eine Musik gelaufen gewesen. Und ich habe das nicht gewusst. Es läuft Feliz Navidad, aber nachher einfach Bad Bunny. Nachher Anuel, es geht voll ab. Ich habe es 10 von 10 gefunden. Genau, dein Sound. Ja, und nachher irgendwann mal hat sie mich gefragt, also Mutter von der Freundin, so, hey, willst du etwas Kurdis laufen lassen? Nein. Ich so, hey, nein, keine. Und nachher, jetzt ist, wie du jetzt mit Lieblingssong, ich so, ich bin Kurd, aber ich weiß nicht, was Dir laufen ist lassen. kein eingefallen. Ich so, Alter, hä? Und nachher ist sie so, da, lass es laufen. Und Bro, jetzt, welches kurdische Lied versaut nicht Stimmung nach Anuel, Bad Bunny oder wer auch immer? Wählen. Ja, irgendeinen Highlight musst du machen, Bro. Aber Lust. Bro, wenn ich ein Highlight zeige, entweder ist der Highlight dus auf der Straße oder im überfüllten Saal. Aber es gibt auch Highlight-Lieder so. Checkst. Kurdisch Mashup musst du einfach hingehen. Nachher ich so, weißt du was? Der zählt immer, der kommt glaub's gut, Shivan Perver. Ich tue ihn suchen. Dritte Suchdings auf YouTube, Suchvorschlag mit dem Foto. Einmal, der erste Shivan Perver mit dem kurdischen Gewand. Zweite, Shivan Perver, er am Singen mit dem Mikrofon. Dritte, Katar, wenn er so schaut. Nachher ich so, schnell weiter. Nachher ich Shivan Perver laufen lassen. Kannst du dir das vorstellen? Nachher hat sie gefragt. Stimmig, Keller. Ja, dann hat sie gefragt, ob sie so, hey, haben das so Weihnachtssongs? Hast Weißt du, was Weihnachten ist? Ich habe Songs, wo es um Krieg geht, wo es um Überleben geht, um Liebe und um alles. Aber es ist ein guter Punkt. Ich habe überlegt, was für ein Lied würdest du jemandem zeigen, wenn jemand fragt, zeig mir doch ein kurdisches Lied. Du weißt, dass es Haft ist? Haftbefehl. Ja, okay, aber sagen wir, die Personen sind nicht so jetzt Teenager oder jung oder was auch immer. Ja. Was willst du denn machen? Du kannst nicht. Es ist genau das gleiche wie bei Dings. Ungefähr so. Ich habe mal SRF angegeben, als ich 10 war, 11 war. Sie haben das SMS-Spiel über Mittag mit den Aliens. Ja, geil. Und nachdem hat das Telefon-Dings schon anrufen und dann hast du mit 2 Fragen etwas gewinnen. Ja. Jedes Mal, wenn ich das über Mittag geschaut habe, die Hunde haben Velos bekommen, Bro, Trottis bekommen, Bro, kranke Spiele, alles. Ich so, oh mein Gott, ich rufe heute Mittag an. Ich rufe an. Ich so, hey, hallo, ich will gerne mitmachen. Na, sag es mir erst mal. Ja, schon mal mitgemacht. Ich so, ja, aber ich habe noch nie mitgemacht. Ja. Und dann gehe ich, wie ich weitergeleitet und nachher der Typ, der Moderator im Fernsehen, hoi, wir haben heute den Serhat in der Leitung, wo Winterthur. Ich so, hallo, als 10-jähriges Kind. Er stellt dir 2 Fragen. Ja. Wenn die 2 richtig hast, kannst du etwas gewinnen. Ja, was hast du gefragt? Ich weiß nicht mehr. Er hat mich gefragt, ich habe beide richtig gehabt. Ja. Also, so, jetzt kommen wir zu deinen Preisen, die kannst du auswählen. Ich so, Alter, das Velo wäre so krank. Ja. Also, wir haben einmal, du hast zur Auswahl als erstes ein scheiß Buch. Ja. Und als zweites Harry Potter Stein der Weißen als DVD. Ja. Hast du eben nicht schon gehabt. Hast du? Lust. Und dann? Ja, Bro, ich habe DVD genommen. Nochmal? Ja, also das Buch? Nein. Und dort hat er mich gefragt, was ist dein... Darf ich schon fragen, was ist der Zusammenhang jetzt von kurdischen Liedern? Eben, dort haben sie mich gefragt, was sind deine also wer ist dein Lieblingskünstler oder was sind deine Lieblingssongs? Ich habe als 10-jähriger Hip-Hop gelost. 50 Cent. Geil. Eminem, er rappt darüber, dass er dich umbringt und der fickt und mit der das macht. Ich los 50 Cent. Er oder sie im Fernsehen jetzt, er so, aber weißt du, was da gesungen wird? Oder gerappt wird? Und dann habe ich gewusst, es ist problematisch in dem Fall. Und ich habe vorher nicht gewusst, was problematisch ist. Und ich so,
Nein, ich finde den Beat cool. Und dort habe ich auch, weißt du, also, wie würde ich jetzt als seriger Hip-Hop-Fan an einer erwachsenen Person ein cooles Lied zeigen? Genauso wie würde ich an einem Kurt, wie würde ich ein cooles Lied zeigen? Und dann ist noch die Anforderung, der Übergang, Bad Bunny, Anuel. Macht Bad Bunny Anuel so Weihnachtssongs? Voll macht. Er sagt, ich mache mit dir das. Heute Abend passiert das mit dir. Und sie lässt das voll? Es ist einfach, ist nicht ihre Playlist, es ist einfach so Best Latin, irgendwas auf Spotify. Aha. Einfach schaffen. Ah, okay. Ja, und persönlich ist gerade so, Feliz Navidad als erstes. Du hast einen Weihnachtspulli angehabt sogar? Ja, fix. Oder herzig. Bro, Wie war es so, Weihnachts mit Schwiegereltern? ist gut gewesen. Fein gegessen, Schleutschar fein gegessen, richtig gut gegessen, herzige Geschenke bekommen, schöne Geschenke. Was hast du bekommen? Einmal habe ich nur schon einen Brief bekommen, also es ist nicht ein Geschenk, aber es war im Geschenk drin gewesen. Yeah. Ich habe ein Parfüm bekommen, ich habe ein Set bekommen, wo so auch Parfüm drin war. Dann habe ich bekommen, ich mit meiner Freundin haben so ein Dings geschenkt, so eine Barmassage mit in so einem bisschen weiter weggelegenen Dings, Wellness-Spa-Tag, weißt du, so Geil. Tageseintritt und Barmassage. Bro, alle Sachen, die ich jetzt schon weiss, will ich fix brauchen. Geil. Sicher. Also, Für dich ist geil, weil du hast im Mai Geburtstag. Das heißt, für dich ist es immer im Halbjahrestakt fast. Ja, fix. Geburtstag und Weihnachten. Ja, Kennst du die Leute, die so wirklich kurz vor Weihnachten Geburtstag haben? Die haben mir so leid. Was? Ah, shit. Wir haben den Geburtstag vergessen. Wer? Nein. Wer haben wir vergessen? Nein. Oh shit, stimmt. Er hat ja. Nein. Fuck, ja, Ich habe gestern einen stressigen Tag, ich rufe ihn gerade nachher an. Ja, fuck. Stimmt. Egal, er lässt das am Montag. Ja, ich glaub's nicht. Mal. Ah, jetzt nicht mehr, ja. Ja, fix. Ja, Mann. Ja, wollte ich noch etwas sagen? Nein, ich kann etwas sagen, aber scheißegal. Ich würde sagen, it's a rap. Oh. Krass, gell? Mhm. Krass. Ich würde sagen, es war ein Jahr gewesen mit vielen Sachen, die wir uns nicht hätten können erträumen. Mhm. Viele Sachen, die wir haben müssen auch stärker werden und die uns auch gut getan haben. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ein ganz okayes Jahr war. Für mich. Ganz okay. Es hat Ups und Downs gehabt, wie jedes Jahr auch. Einfach gegen den Schluss ein bisschen mehr Downs, deswegen ist es ein bisschen mehr präsent vielleicht. Aber sonst so viele schöne Sachen dürfen erleben und teilen mit dir, Bro. Es ist ein Privileg und ein grosses Dankeschön nochmal, weil das hätte nie können, so weit kommen, nie können passieren, ohne dich, ohne dir und ohne deine Unterstützung, deine Loyalität und ohne deinen Glauben an uns hätten wir niemals eine Fernsehshow bekommen, hätten wir niemals in Bernhard Theater gehen. Und würden wir nie können im Volkshaus spielen? Was lachst du da? Man, 10. Januar kauft ich jetzt noch nichts. Und guten Rutsch. Guten Rutsch, wir lieben euch. Danke vielmals. Das ist kurz und